Welkom voor het laatste programma in dit jaar. Ik freue mich, dat je erbij bent. Mijn naam is Gabriele Kroon en ik mocht die einladen, lieve früh, einfach ein paar Minuten die Zeit zu nehmen und nachzudenken, was ist geweest und wo will ich hin. So, dem Moment, wo wir nu krijgen leben, wir sind groß verniert Jahr, wir schließen ein altes Jahr auf, vielleicht ein Jahr, das sehr ganz unterschwer, vielleicht ein Jahr, wo du viele Dinge getan hast, was du vorher nicht gedacht hast. Vielleicht hast du die Jahr was genommen und hast das nicht hingekriegt. Du denkst vielleicht über viele verschiedene Dinge nach. Und ich muss die mitnehmen und dort zu denken, was ist das Wichtigste und was will ich mir vornehmen für das nächste Jahr. Wo muss ich mich nie orientieren, würde man sagen kann, nie meinen Blick hinrichten. Wo muss ich hinkicken für das neue Jahr. In Matthäus 6:33 sagt das so, wenn wir das erste nur das Reich Gottes kijken, dann kommt alles über je dazu. So, ich weiß nicht, wo für die letzten Monate wären. Vielleicht ist das stressig gewesen, vielleicht hast du den Blick verloren, was du vielleicht Anfangsjahr gedacht hast, was du vielleicht geplant hast. Und alles ist anders geworden das Jahr. Und ich möchte dich fragen, was hast du in den letzten Monaten als erstes genommen? Wo wäre dein wichtigster Punkt? Wo steht mein Hart für Gott? Und dort ist so wichtig, Nummer 1, dass unser Hart abgerecht ist für Gott. Sagt, deine wichtigsten Dinge waren in der Reihe. Was steht in deinem Leben als Nummer 1? Ist das Reich Gottes? Ist das der Leib Gottes? Wenn wir dort haben, dann wird alles ewige, was wir aus 2, 3, 4, 5 annehmen, dort wird dann alle gut werden, wenn wir Nummer 1 richtig haben. So leicht kijkt man auf den Stress, so leicht kijkt man auf all die Arbeit, besonders für Weihnachten, man will das Haus rein haben, alles gut hinkriegen, alles soll right werden, alles jetzt vielleicht so böse, ja, ich will das Letzte noch das tun, ich will noch das tun, sondern nimm die Zeit, 3 Minuten, 5 Minuten, was immer du Zeit hast, nimm die Zeit, um zu grübeln, was ist wirklich Nummer 1 bei mir. Wir weiten dort für uns ganz nah, okay, Gott ist Nummer 1, aber in Wirklichkeit in unserem Tag ist Gott vielleicht irgendwo Nummer 4, Nummer 5 oder irgendwo hingekommen. Und da möchte ich den Mut machen. Kijk auf deine wichtigsten Dinge. Stell die Dinge, was er trägt. Stell die Nummern, was er trägt in dein Leben. Nummer 1 ist Gott. Nummer 2 ist die Familie. Wenn du Kinder hast, wenn du deinen Partner hast, wenn du befreit bist. Wo immer Situation du bist von der Familie. Dort ist Nummer 2. Nummer 3 kannst du dann einfach kicken, okay, was ist dann noch wichtig? Was möchte ich tun in meinem Leben? Was möchte ich erregen in meinem Leben? Was sinnvoll ist? Was möchte ich als nächstes in das nächste Jahr hinkriegen? Und fang das neue Jahr mit einem neuen Mut an, mit einem neuen Leben an. Wenn du in Gott stimmst, wenn die Nummer 1 stimmt bei dir, und das ist das Reich Gottes, der Leib Gottes, dann wird das ewig gut werden für das nächste Jahr. Gott sagt so klar, Fuß hinter den nächsten Vers, wenn wir Gottes Reich als Nummer 1 haben, dann brauchen wir uns nicht Sorge mehr um was morgen ist. Dann brauchen wir uns nicht Sorge mehr um was wird das nächste Jahr sein, wo wird das voran, was wird alles kommen. Gott hat das alle in Kontrolle. Gott ist da und Gott läuft dir. Wenn du denkst, ich habe das auch getan in das letzte Jahr, ich habe mich verbessert mit alles und meine Nummer 1 wird nicht mehr Gott, dann möchte ich dich einladen, mit mir zu beten. Vater im Himmel, ich sei dir Dankeschön für deine Gnade. Ich möchte dir Dankeschön sein für diese Chance, die ich habe, nie einen Anfang zu machen. Und Vater, ich möchte dir beten, dass du mich erfüllst mit deinem Leben, dass du mein Leben tragstellst, dass meine Nummer 1 immer noch du bist, dass ich mein Leben tragstellen kann und dass du mir hilfst, jeder Tag von mir die als Nummer 1 zu haben. Vater, ich sei dir Dankeschön, dass du mich leibst, dass du mich immer weiter tragst, dass du mich vergibst. Und Vater, ich möchte dich beten, dass du mein Hart reinigst, dass du mir weißt, was kann ich ändern für das neue Jahr. Und liebe früh, wenn du das Gebet hast, dann schreib mir, wenn du das ein Segen gewesen ist, du kannst mich schreiben, wenn du Fragen hast,
was du kannst mich schreiben. Und ich möchte über die ein Segen aussprechen, den Segen Gottes in dein Leben, Gottes für dein Leben, für das neue Jahr. Und liebe Frau, vergiss das nicht, du bist wichtig für deine Familie. Mach Gott die segnen.